Ich begrüße euch hier zu Boneweg an der Kirche Marie-Reine de la Paix für ein neues Kapitel an der Serie Kirchen und Kapellen hier zu Lützeburg. Es ist eine ganz moderne Kirche, die recht nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde. Aber auch wenn diese Kirche hier neu ist, so gab es schon am 11. Jahrhundert hier zu Boneweg eine Kapelle, die der heiligen Irmina geweiht war. An dem Jahrhundert hat man dann noch eine Leproserie, die im Jahr 1200 dann aber an den sicheren Grund verloren wurde. Zisterzienser-Schwestern bleiben dann aber hier zu Boneweg. Das Kloster Communauté wird am Jahr 1234 vom Propst anerkannt und existiert rund 600 Jahre. Weil Boneweg aber relativ nah an der Stadt und an der Festung lag, gab das Kloster, das der Gottesmann Maria an der heiligen Irmina geweiht war, am ganzen 4-mal zerstört. Die letzte Kehr 1794 von den französischen Revolutionstruppen an Donau gab dann noch nicht mehr abgebaut. Kloster Perd aber existiert nach heute. Am Anfang vom 19. Jahrhundert war Boneweg Deel von Hollerich, war also noch kein eigenes Port und hat nur wenig Leute hier angezogen hat. Durch die Hähnchenfabrik an Deisenbun haben dann nur noch mehr Leute sich hier niedergelassen, sodass der Bau von einer Kirche für diese Quartier notwendig war. 1887 wurde die Josefskirche gebaut und 10 Jahre später, 1897, wurde Boneweg nun endlich ein eigenes Port. Die Josefskirche hat den Ersten Weltkrieg relativ gut überstanden, aber während dem Zweiten Weltkrieg wurde 1944 bei 3 Bombenangriffen so beschädigt, dass sie aufgerappt gehen. Es war die einzige Kirche an der Stadt Lützeburg, die durch den Krieg zerstört war. 1949 waren Pläne für die neue Kirche fertig. An dem Jahr wurde dann noch der Grundstein gelegt, und von 1952 an konnte nächst Massen hier gefeiert gehen. Sie steht par rapport zur Josefskirche ein bisschen mehr zur Seite, weil die Straße, die links Landskirche gefeiert wird, sollte mehr breit gemacht gehen. Der Name war an Maria Friedenskönigin umgeändert gehen, aber es sollte nach einer Jahren dauern, bis dann noch Bannen alles fertig war. Die Architekten Leon Loschetter und Pierre Reuter haben das Kirche mit Material aus Stebrich aus dem ganzen Land bauen gelassen. Eine breite Farbpalette ist dabei rausgekommen. Die wurde kombiniert mit Stahl in Form von Pilien, sowohl Bausen wie dann noch Bannen. Damit wurde auch die Materie, die den ökonomischen Abschwung vom Land ermöglicht hat, an den Mittelpunkt gestellt. Bleiben wir da ganz kurz 400 Jahre. Auf der fichten Fassade seht ihr ein Mosaik vom französischen Künstler Gabriel Loire von Chartres. Den alten Spruch vom Boneweger Kloster Bona Via Sis Maria, ganz oben zu sehen, erinnert an dem Quartier seine religiöse Vergangenheit und stellt Maria an den Mittelpunkt mit Elementen aus ihrem Leben, aber auch Symbole aus der lauretanischen Litanei. Das Element von den Pilien wird auch heute weitergeführt. Die Kirche ist relativ einfach gehalten. Es geht den Architekten den Kontrast zwischen dicken Mauern und den rengen Linien von den Pilien. Es fällt auf, dass hier eine ganze Reihe Lützeburger Künstler dieser Kirche ihren artistischen Stempel konnten abdrücken. Auf beiden Seiten vom Langschiff sehen wir Heiliger, die mit Lützeburg verbunden sind. Den heiligen Willibrucht, den seligen Schätzel, den heiligen Hubertus und den heiligen Martin. Auf der anderen Seite die heilige Kunigunde von Lützeburg, die heilige Amalberga, die Jolanda von Feinen und die heilige Irmina. Realisiert wurden das 8 Fenstern vom Lützeburger Glasmaler und Mosaikkünstler Gustav Zanter. Hier hat heute zu Boneweg auch nach 2 Fenstern am Chor realisiert. Hier steht Marienverehrung am Mittelpunkt. Auf hier muss ich hier aber auch die 2 großen Kirchenfenster am Querschiff, die eine Surface von rund 70 Quadratmeter haben. Auf der rechten Seite Autor François Gillen mit dem zentralen Thema Maria an der heiligen Schrift. Links dann Brüder Josef und Emil Probst, hier heißt Maria Königin und hier sticht Farbe blau für. Aber nicht nur die Glasmalerei an dieser Kirche ist außergewöhnlich beeindruckend. Die wichtigsten, die eine Reihe memorabel Werke aus Stein oder Metall geschaffen hat, ist Albert Hames, der nicht nur durch die Qualität seiner Arbeit, sondern auch durch die Quantität auffällt. Hier hat die 2 Ambonen mit Relief gemacht, dann den monumentalen Kreuzweg mit 15 Stationen und dann noch die Pietà des Mater Dolorosa
erinnert de Krich an die schwierige Zeit fir d Lützeburger Population. Dann noch d'Statue vun der Oberstehung an noch vun him sinn den Josefsaltor an den Tabernakel am Rieze Querschiff grad wie d'Herz-Jesu-Statue. Och den Heigaltor am Kauer stammt vun him, grad wie d'Statue vun der Consolatrix Afflictorum am andere Seiteschiff. Den Zelebrationstabernakel am Kauer gouf vum belsche Künstler Camille Colruyt gemach. Am linken Transept steht den traditionelle Marienaltor vum Charles Kohl. An am Kauer gesimmert Kreizigungsszenen vum Emil Probst, sie as aus Kofferplacke gemach. An der Aler Dafkapelle, die haut Notre-Dame de Fatima heescht, kann in de Mosaik vum Ben Hayer ma Motiv vun der Daf vu Jesus bewonneren. Vergiessen du win dann awer och net Camperurgel Ducksal. Kirch ass an de 4. Jore geplant ginn, an nom Zweeten Vatikanesche Konzil ufang vun de 16. Joren huet sich vieles verändert. Och zu Boneweich. Den Heigaltor per Kontra sto bliwen, et kommen Neien dabei. An de Pasteur steet lo méi an engem Kontakt mat der Communautéit. Den Ambo kot eng Neuroll, an op viele Plätze sinn noch aner Barriere gefall, nämlich zum Beispiel Kommunionsbänken, die bis do hinner eng Zocht Trennlin tech Kauer an dem Recht vun der Kirch wären. Heit zu Boneweich sinn sewer sto bliwen.